Servus. Heute habe ich keine Zeit, um ein neues Deck zu bauen, also nehmen wir ein bereits bestehendes Deck. Feldmarschall bin ich ja, ob ich da ein paar Ränge verliere oder nicht, spielt nicht so eine Rolle. Ton ein und los. Das Deck da ist ein Veteranendeck mit England als Verbündeter. Es geht darum, die Gegner zu pinnen und ihnen die Kräfte zu nehmen. Indem sie gepinnt sind, werden sie neutralisiert mit 2 englischen Panzern, die diese Funktion haben. Das Deck habe ich schon einmal gezeigt. Mal sehen. Okay, genau um diesen Panzer geht es. Jetzt habe ich aber da zu viele andere Karten. Wir haben hier einen Japan-Spieler, der wird vermutlich versuchen zu rushen. Das Deck baut sich eigentlich auf um die blaue Lagune, um diesen Panzer und um Veteranen. Habe ich jetzt blaue Lagune, Panzer habe ich, Veteran fehlt noch. Aber ich kann eigentlich hier schon bereits eine Wache setzen, wenn mein Gegner dann auch mal was macht. Ich hoffe doch mal, dass er mitspielt. Sonst muss ich die ganze Zeit mit seinem Lüfter spielen. Oder mit meiner Signalpistole. Ah, er hat etwas gefunden zum Spielen. Könnte ein Mischler sein, weil normalerweise ist diese Karte in den Mischler-Decks drin. Als nächstes werde ich mit dieser Einheit in die Front ziehen und diese setzen. Werde ich nicht, da er selber in die Front kommt. Dann gebe ich diesen da und den +1/+1. Der wird jetzt diese Einheit angreifen. Oder? Weil der macht ihm sonst einen Schaden. Also wird er den vermutlich angreifen. Oder auch nicht. Ich spiele wieder mit dem Lüfter. Ich öffne meine Signalpistole. Ich schließe meine Signalpistole. Aha, er ist anwesend. Wieso hat der jetzt so viel Schaden gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das muss ja der mal weg, bevor der irgendwas verursacht, was ich nicht mehr reparieren kann. Fügt doppelten Schaden zu, wenn du 3 oder weniger Credit Slots hast. Okay. Das ist so ein Kreditloster. Dann nehmen wir trotzdem den Panzer. Der wird das überleben. +3, dann macht er 5, macht er 4 und ist tot. Jetzt verliert er einen Credit Slot. Dann macht er wieder +3 Schaden. Okay. Wenn der zerstört wird. Wenn der zerstört wird, hat der ++. Okay. Der hat jetzt mal Schock. Der überlebt das. Der wird aber dann wieder stärker.
Und meine Einheit, die pinnt, der wird dann Wache, oder? Irgendwie. Okay. Der wird aber dann mächtig. Der kriegt dann +2, +1. Dann hat er 8. Okay, was nehmen wir? Wir nehmen diesen da. Zerstören diesen da. Dann wird der eine 5-7. So. Dann haben wir hier einen Panzer. Dann kann ich den zerstören. Weil der muss jetzt noch einen Credit-Slot verlieren, damit er den überhaupt... Ah, und schon macht er das. Okay. Und nochmal. Jetzt kann er meine Einheit zerstören. Bist du gleich mit? Okay. Jetzt Panzer rein und den weg. Der macht jetzt wieder +3 Schaden, also 5. Kann den aber mit diesem da weghauen. 4. Wieso macht er jetzt 4 Schaden? Ah, doppelt den Schaden. 4, okay, 4 Schaden. Und der macht 5 Schaden, wenn der zerstört wird, okay. Also jetzt nehmen wir mal diesen da. Greifen hier, oh, der ist dann gleich weg. Ja dann. Und dann nehmen wir hier das Geschütz. Und der macht jetzt 5 Schaden. Also ich könnte den pinnen und entschärfen, dann würde der nicht mehr 5 Schaden machen. Aber die Möglichkeit habe ich ja jetzt nicht. Okay, ich ziehe 2 Karten. Interessant. Er macht immer noch 5 Schaden. Ziehe 2 Karten. Macht sich selber 2 Schaden. Okay. Ich brauche sicher mal diesen Panzer. Dann brauche ich diese Lufteinheit und diesen Panzer da. Ein bisschen verstärken. Er macht jetzt 6 Schaden. Ach nein, jetzt macht er 12 Schaden. Okay. Ja. Wie gesagt. Ich kann auch ein bisschen verlieren mit diesem Deck. Eigentlich wäre ja schön, wenn ich einmal die Synergie dahinter zeigen könnte.
Aber gegen diese ganzen Credit Lost, Mischler und Rusher wird das schwierig. Das Veteranendeck mit England ist auch nicht ganz so effizient wie das Veteranendeck mit Anzac. Okay, jetzt haben wir hier mal diesen Panzer und die sind alle zu teuer. Teuer, teuer, teuer. Weg, weg, weg. Okay, jetzt kommt der mit Panzer. Und da sind wir eine Karte und ein Leben. Dann nehmen wir meinen Panzer ein und zerstören dann seinen Panzer. Ah, wir haben noch einen zweiten davon. Und den sieht man eigentlich auch nicht mehr so oft. Okay. Jetzt muss der mal weg. Und ich brauche hier so Karten. Ah, das ja, da sieht man genau, was der spielen möchte. Okay. Der wird jetzt den Panzerung geben. Kommt in die Front, dann kriegt er +1, +1. Voilà. Voila, da ist die Panzerung. Ah, und jetzt kriegt er noch. Ja, saubere Sache. Okay, wir gehen hier. Knall weg. Wir nehmen noch eine zweite. Jetzt muss er schon zweimal damit angreifen. Hat aber Panzerung. Er hat noch mehr Panzerung. Okay. Viele Panzerung. Der macht noch 2 Schaden. Der macht 4 Schaden. Aber wird das überleben? Ich gehe da außen rein. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Und wir haben 3 Panzerung. Ach, echt jetzt. Okay, diese Spielart hat man eigentlich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Es wird eigentlich überhaupt nicht mehr gespielt. Und jetzt bin ich eigentlich, ja, tot. Kann ich da nichts mehr machen, der greift jetzt einfach an und das war's. Da müsste man jetzt diese eine Karte oder diese Karte haben, wo man diese Karte neutralisieren kann. Aber dann hat er sie sicher noch 2, 3 Mal zusätzlich im Deck. Aber er hat ja die ganzen Buffs-Karten hat er jetzt schon ziemlich verspielt. Egal, eine Runde gibt's noch. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Sieg zum Abschluss. Unerwartet. Gegen ein Russland-Deck. Dann kriege ich wenigstens nicht die Mischler und nicht diese idiotischen Buffs. Aber ich habe meine Handkarten, sind nicht zu gebrauchen. Vielleicht wird das jetzt eine bessere Runde. Die Möglichkeit besteht. Okay, der spielt mit Amerika als verbündete Nation.
Ich hätte eigentlich gerne noch einen Panzer, einen Veteranenpanzer. Okay, das war's mit meiner Veteraneneinheit. Noch nicht. Und jetzt greift er hier noch an. Dann ist er schon fast tot, bevor überhaupt etwas geht. Ah, jetzt kommt er mit dem Sturm. Und noch eine Blitzeinheit. Mag er nicht. Der muss mal weg. So. Wenn er mit dem Sturm kommt, brauche ich noch ein bisschen was zum Ausweichen. Okay. Da hat er die Handkarten voll. Okay. Wenn ich jetzt die blaue Lagune kriege, die zweite, kriege ich natürlich nicht. Okay, wir nehmen jetzt mal das Geschütz rein. Hier. Und diesen da. Dann brauchen wir als nächstes diese Karte. Gehe ich hier in die Front. Macht überhaupt keinen Sinn. Ah, der hatte bloß Angst. Okay. Jetzt haben wir 9. Also einmal in die Front. Okay. Dann einmal angreifen. Okay. Dann einmal in die Front. Und dann diese Karte spielen. Ja, das war jetzt so ziemlich klar. Okay. Ah, er gibt's auch. Spannend. Eigentlich war doch alles auf seiner Seite. Okay. Dann haben wir ja unseren einen verdienten Sieg doch noch errungen. Zum Abschluss noch eine Bemerkung aus eigenem Interesse, da ja am 1. Februar 2027 die Monetarisierung geändert wird bei YouTube, bin ich immer noch darauf angewiesen, bis dahin noch 713 neue Abonnenten zu gewinnen. Also wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr müsst auch keine Videos schauen. Ich habe meine 4000 Stunden Watchtime habe ich.
Mir fehlen mir einfach bloß noch diese 713 Abonnenten, dann würde ich ins Partnerprogramm von YouTube gelangen, was ja so ein riesen Meilenstein wäre von mir. Dann hätte mein Hobby einen nützlichen Nebeneffekt, dass ich ab und zu sogar noch etwas Geld verdienen würde. Vielen Dank schon mal dafür. Es sind ja bloß noch 713 in 5 Monaten. Das sollte ja erreichbar sein. Ich mache ja YouTube seit 3 Jahren, habe jetzt knapp 300 Abonnenten. Also kurz überschlagen, ja, easy peasy, wenn es so weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und am Samstag, also morgen, gibt es dann vermutlich wieder ein Video mit Deckbau. Ich habe noch keine Ahnung, was ich zeigen will, aber mir kommt schon noch was in den Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Tschüss!